Ja, heute zusammen, da ist Ground Leader oder Chris. Ich zeige gerade wieder mal das Black Ops 2 Gameplay. Weil der eine oder andere noch gefragt hat. Ja, habe heute noch ein bisschen mit dem Quasti gespielt. Wo er recht begeistert davon ist. Was ich natürlich cool finde, ich meine, jeder, der Spass daran hat, ist es noch so vergönnt. Domination. Aber ja, ich weiß nicht. Ich finde das Game sagt einfach. Objectives. Securing Und nicht, Alpha lockdown. und nicht einmal, weil das ganze Game scheiße ist, sondern einfach gewisse Faktoren. Ja. Und eine Kombination ist sicher auch noch, dass ich auch ein bisschen sacke in diesem Game. Wenn ich gut wäre, würde es mir auch besser gefallen. Ja, das lassen wir jetzt mal so stehen. Ja, letzte relativ viel Call of Duty 4, alte Black Ops Gameplays und so, wir auch noch reingezogen, um so ein bisschen zu vergleichen. Und was ich einfach muss sagen, die ganzen Fässer und Aufbauten und Eckeli und Kenteli und Schnitzeli und Schnetzeli, wo man sich verstecken kann, hat es früher nicht so extrem gegeben. Und ich weiss, sie weiss ein bisschen einen auf dicke Hose MLG-Schnitzel machen. Und haben so ein bisschen mit den Spielern auch geredet, die dort so ein bisschen tätig sind. Und die haben auch empfohlen, so ein bisschen Spots, wo man gut in die Ecke kann gehen und Zweikämpfe und so Scheiß. Aber ich muss einfach ganz ehrlich sagen, also ich finde es cool, dass es MLG gibt, aber Scheiß auf die. Weil, wie viel sind das, die dort mitspielen? 1000? Keine Ahnung, 5000? Ich habe wirklich keinen Plan. Aber die Million Call of Duty Spieler, die es einfach primär kauft und wo einem Hersteller das Geld in die Arsch schaufeln. Das letzte Mal das Jahr. Von meiner Seite. Ja. Das ist die grosse Masse und wenn ich so ein bisschen im Internet schaue, ich finde es erschreckend, wie wenig Channels, die wirklich auch geile Gameplays früher gezeigt, nichts mehr zeigen können. Und klar, eben, sie sind natürlich scheisse und scheiß Noobs und man hört immer wieder die dummen Sprüche von diesen Leuten, die einfach nichts verstehen. Aber die muss man halt auch reden, gell? Egal. Aber die Sache ist die, man sieht einfach sehr wenig Zeug, man sieht nicht so viele geile Gameplays. Es gibt ein paar, die immer noch durchdrehen, oder J-Mod fucking nasty. Zum Beispiel er hat ein paar Tricks, wo er einen zweiten Account hat und durch schaut, dass er ein tiefere Kill pro Minute, ein tieferen Wert hat und dann wird er mit schlechteren Spielern zusammengesetzt und was auch immer. Und wo das hier niemand angreifen, man kann auch besser werden, wenn man gegen gleich gute spielt, aber eben, nicht jedes Mal, nicht jedes Mal. Behaltet das scheiß Matchmaking im League-Play, dort könnt ihr machen, was ihr wollt, aber sorry, es ist für mich einfach mühsam. Es ist einfach ein mühsames Game. Und wenn ich nicht jedes Mal Vollgas gebe, dann fällt es einem verdammt schwer gut sein. Also muss ich wirklich ehrlich sagen. Und ich habe keinen Bock, jedes Mal Vollgas zu geben. Game ist auch so ein bisschen Vergnügen, zwischendurch mal chillig eins zocken. Aber bei mir, vergiss das. Entweder machst du voll einen auf Tryhard, Motherfucking Durchdreher, Hardcore-Arschloch. Und dann geht es vielleicht einigermaßen. Und sonst hast du einfach Schicht im Schacht, kein Brot. Ja, aber wie gesagt, sehr frustrierend. Und ich weiß nicht, Sniper scheint viel zu einfach zu sein. Auf gewissen Maps, kein Plan, jeder Vollidiot scheint zu snipen. Und vielleicht nehme ich sie jetzt auch einmal führen und dann wird man sehen, dass es doch Vollidioten gibt, die es trotzdem nicht können. Aber nein, also ich kann kotzen. Häufig. Es gibt wenige Games, wo ich wirklich muss sagen, yeah, das hat jetzt Spass gemacht. Klar, man gewinnt dann auch das eine oder andere und schießt halt auf KD. Go for the win, das ist eh wichtiger. Aber wie gesagt, also es gibt selten ein Spiel, wo ich wirklich Spass habe. Und das ist eigentlich das, was für mich der grösste Faktor jetzt ist. Ich meine, momentan das Far Cry 3 und ich weiss, dass man wirklich vergleichen, Multiplayer mit Singleplayer. Aber einfach rein der Vergleich, wo er Camp-Schwuchtel durch die Märkte war. Der Vergleich, dass man eben mit einem Spiel wirklich Spass kann haben und dass es fast wie Arbeit anmutet, hier im Black Ops 2 gut abzuschneiden, das ist einfach eigenartig, mühsam und nicht wirklich vielversprechend. Und ich meine,
die jetzt immer noch positiv sind und die ja niemand überzeugen, aber überlegt euch mal den Punkt mit dem Spass. Also wie Menge im Spiel hat ihr Spass und ich weiss, viele von euch sind auch im Party-Chat und singen sich irgendwelche Scheiße vor oder was auch immer und dann hat man immer Spass. Aber dann kannst du auch zusammen auf der Scheisse hocken und skypen oder was auch immer machen. Dort geht es ja auch nicht ums Spiel, sondern rein jetzt effektiv das Spiel mal betrachtend. Eben, wie häufig hast du Spass? Und dort kommt bei mir dann eben die Frustgrenze und dann sage ich mir, du, so 5, 6 Games kann ich mir eigentlich antun. Strenge mich natürlich auch an, spätestens im zweiten, weil ich im ersten schon wieder hohe Fresse bekommen habe. Aber dort ist dann wirklich Feuer oben. Und darum, ich hätte das Game so gern richtig geil finden. Ich meine, das Black Ops ist mein Lieblings-Call of Duty. Und es ist easy, dass es ein bisschen schneller ist, ein bisschen actiongeladener und so. Aber hey, nein, das Game, ich finde, es macht es einem so hure schwer. So hure schwierig. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, der Faktor mit dem Spass, das ist halt einfach schon der, wo am stärksten gewichtet. Und klar, ich schaue gleich noch viele Videos und T. Martin, der jetzt auch scheinbar eine richtige Geldhure ist geworden, hat das letzte Mal gerade wieder einen schönen gezeigt, um Hijacked, wo man so eine Granate vom unter dem Schiff, dort vom Maschinenraum eigentlich rauf zum B kann schiessen, Domination und so Schnitzel. Also sie haben sich schon das eine oder das andere überlegt, was cool ist. Hoffentlich auch. Ich meine, der David Vanderhart ist dermaßen überzeugt und aber ja, es ist schon ein gutes Game. Aber es sind einfach ein paar Sachen, wo ich wirklich hoffe, dass sie die noch anpassen. Und eben, ich meine, das mit der Diamanten-Camo ist zum Beispiel etwas ganz Geiles, dass du die kannst freischalten. Und ich meine, in dem Sinn schaffe ich, Anführungs- und Schlusszeichen, gerade ein bisschen an dem, habe jetzt den MP7 auf Gold, wie jetzt an MSMC. Und klar, wie so bei dieser Klasse spiele ich gerade 150 Kills ohne Fähigkeiten, Perks. Und das ist meistens auch noch schwierig. Aber das tut das Spiel aber nur unwesentlich zu meinem Vorteil oder Nachteil verändern, wirklich. Es ist ultra hardcore, gut sein. Ja, und ich wiederhole mich hier wie ein bekloppter Prediger. Aber ich weiss gar nicht, was ich mehr dazu sagen soll, weil sie hätten so ein gutes Game eigentlich in den Händen gehabt. Ja, mal schauen, was sich noch tut. Bisher haben sie ja nicht gross reagiert. Offizielle Patch hat es ja noch nicht gegeben. Sie haben so ein paar Hotfixes und so, scheinen sie eingebaut schon. Bezug aufs Matchmaking. Aber ja, eben, es ist einfach eigenartig. Aber vielleicht ist auch die ganze Call of Duty Community viel besser geworden. Und das ist natürlich auch möglich. Und ich bin eben auch ein bisschen schlechter geworden, das ist mir bewusst. Aber ich finde einfach nicht, dass es kann nicht nur an dem liegen, weil aber ich weiss nicht, wie manche von euch Videos anschauen, gefangene Kommentatoren, was in Deutschland läuft, habe ich keinen Plan und interessiert mich auch nicht. Aber bei den Amis ist es ganz klar. Gibt es wirklich solche, die fast keine Gameplays mehr zeigen, die früher im Tagesrhythmus 2 oder 3 rausgelassen. Und der Wings of Redemption ist sicher nicht das beste Beispiel, weil er selber auch recht einen am Sender hat. Aber es gibt einfach wirklich Leute, die schon jetzt eigentlich den Spass haben verloren. Und das ist ja weltschade, weil jetzt kommen wieder die Klugscheisser, die erzählen, ja noch von Anfang an gesagt und so. Und ja, eben, von so Leuten halte ich eigentlich nicht. Darum, wer so einen Kommentar machen will, soll nicht doch reindrücken. Ich lache dann, wenn ich es lese. Und denke mir, ja, eben. Es gibt immer die huren negativen Vollidioten, die eigentlich fast bei allem sagen, ja, es wird scheiße und die fühlen sich dann alle bestätigt. ja. Aber ja, das wäre es eigentlich schon gewesen zu diesem Gameplay. Es ist noch nicht fertig, aber ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was sagen dazu. Es hat wirklich ein unglaublich gutes Game können werden in meinen Augen. Sie haben sich viel raffinierte Sachen überlegt. Das mit den Score-Streaks, Punkt 10, Point 10, Custom, was auch immer, Class, Editor, wie du auch immer sagen willst, der ist wirklich ausgezeichnet. Das wollte ich schon nicht verschweigen. Aber das gesamte Spielerlebnis ist einfach nicht so spassig. Und ich weiss, dass man sich den Spass machen kann. Aber eigentlich erwarte ich von einem Game schon ein bisschen, dass es nicht ganz so frustig ist. Und eben, ja, ich bin gespannt, was daherkommt. Schreibt mir es doch in die Kommentare, wie es bei euch so ist. Ich habe ja auch schon einige Nachrichten bekommen, wo wir ein bisschen diskutiert haben.
es interessiert mich eben schon, wie so das allgemeine Befinden ist, weil wenn man so ein bisschen schaut, wie viele Leute das Alben online sind, sind es eben schon im Ganzen viel. Und ja, die Weihnachtsnoobs kommen dann vielleicht schon, aber ja, zum Teil wird man gleich wieder nur mit einem Schuss in den Kopf gekillt und so Schnitzel. Und das bringt auch einen Weihnachtsnoob her. Ich bin sehr gespannt auf die Zeit, die jetzt kommt. Und wünsche euch einen besinnlichen Tag. Macht's gut und ciao zusammen. Good job, SEALs. Stand by for further orders.